Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem kleinen Video heute, was wirklich ganz wichtig ist. Ich glaube, der Tod der PS4 könnte bevorstehen oder der Untergang von Sony, ja, der Untergang von Sonys PlayStation 4 könnte wirklich bedroht sein oder bald eintreffen vielleicht, man weiß es nicht. Es ist Folgendes passiert, Sony hat ein Modul sozusagen patentieren lassen. Jetzt kommt's, das eure Spiele, eure PS3-Spiele mit eurer Benutzer-ID, mit eurem PS3-Konto vergleicht. Wenn dieses PS3-Spiel vorher in keiner anderen Konsole war, ist es euers. Nur noch ihr könnt es spielen. So, und das war's auch. Wenn ihr das Spiel verkaufen wollt oder eurem Kumpel ausleihen wollt, weil der gerade zu Hause liegt und krank ist und der halt eben dieses Spiel nicht hat und aber eine PS3 und ein anderes Benutzerkonto, was er auf jeden Fall hat, dann kann er das nicht mehr spielen. Ja, ist doch logisch, ey. Na, wo kommen wir denn da hin, wenn wir sowas erlauben würden, dass man Spiele weiterverkauft? Also ganz dumme Idee eigentlich, sowas zu machen. Sony hat da total recht. Ich finde es auch, ich unterstütze es auch. Also ich habe da schon unterschriebene Petition und irgendwas anderes. Weil ich finde es auch gut so, was Sony macht. Ja, also wenn ich ein Spiel kaufe, wo scheiße dumm ist und wo mir keinen Spaß macht, dann kann ich das nicht mehr verkaufen. Das ist auch gut so und das soll auch so sein. Ja, von wegen. Ja, ich glaube, ich spinne. Mag Sony keine Käufer oder keine Kunden oder keine Freunde mehr? Ich glaube, Sony ist ein bisschen dumm oder auf den Kopf gefallen oder als Kind in die Luft geschmissen worden, 10-mal und nicht mehr aufgefangen worden. Ich weiß es nicht. Wie kommt man da bitte auf so eine scheiße dumme Idee? Das ist doch der Tod. Also Sony hat jetzt wirklich etwas patentieren lassen, wo einem unmöglich macht, damit man andere Spiele spielt, außer die eigenen. Man muss jetzt wirklich die Spiele kaufen. Ja, Sony will eben vorgehen gegen Spiele verkaufen, weiterverkaufen einfach. Ich kaufe ein Spiel, es ist langweilig, mir gefällt es nicht, ich will es nicht mehr spielen und wenigstens noch für einen Zehner loswerden. Hey, scheiß auf das blöde Spiel. Nee, das geht auf keinen Fall mehr. Wäre auch zu schön, hey. Dann wird der Sony kein Geld mehr verdienen. Also unglaublich frech, oder? Was ist denn das für eine Art, ey? Also da könnten sie gleich mit einem Kuhstempel jedem aufs Gesicht brennen, irgendein Spiel, und dann muss der erst ein Foto von sich hochladen und 18 sein, damit er das spielen kann. Das ist doch das Gleiche. Also ich glaube, hey, also heute, da wird's echt wild. Also was die alle machen, hey, ist ja unglaublich. Gott, gehe ich ab. Fuck you. Ja, also sowas ist ja echt unglaublich, diese Dummheit überall. Erst verbrennen sie Spiele, ja, und dann hier Kacke, Spielesensor-Dichtungsdichte oder was. Also so eine dumme Idee wirklich, hey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Geh mir aus dem Weg, du Arschloch. Also, das ist ja echt heftig, finde ich. Also, boah, was ist da das? Man lebt oder man... Warum kauft man sich, warum hat man noch Freunde dann eigentlich? Wenn sich eh keiner das Spiel kauft, wenn man einen gemütlichen Abend machen wollte mit einem Kumpel, man nimmt ein Spiel mit, zockt da schön, das geht jetzt nicht mehr, nein, der muss sich das kaufen. Oder, ganz praktisch, man nimmt einfach seine PlayStation 3 mit zu seinem Kumpel, der 50 Kilometer weiter weg wohnt mit dem Zug. Ah, ist doch egal, das kommt ja auch gut, hey, wird man eh öfter sehen anscheinend. Was ist denn das? Also, was ist denn das? Ich denke, die Menschen oder halt irgendwie Sony oder alle, die ganzen Verkäufer werden immer blöder. Wie kann man da auf so eine scheiße dumme Idee kommen? Die hatten doch neulich erst so eine Scheiße gebaut, Sony irgendwie. Da war irgendwas, ich komme heute noch drauf. Also, ich finde das echt eine Frechheit, hey. Die wollen einem sagen, dass man nicht mehr seine Spiele irgendwie verkaufen oder wenigstens bei einem anderen Kumpel, ja, spielen darf. Das ist ja mal frech, oder? Ist das nicht frech? Das ist scheiße frech. Unterstützt sowas nicht, kauft die Konsole nicht. Also wenn die das echt einbauen, hey, ich glaube,
boah, dann hat Microsoft schon gewonnen. Also dann wird die Xbox Django oder 720 oder was weiß ich, wie sie endlich heißt, dann wird die auf jeden Fall gewinnen, weil das kann man echt nicht bringen, hey. Sony war eigentlich, es war cool, man nimmt die CD, legt sie in eine Konsole und dann geht das Spiel. Ja, das war das gute alte Prinzip, das jeder verstanden hat. Aber nein, hey, das Sony muss wieder Scheiße bauen und doof sein und so, ja? Und da kann man nicht irgendwie nett sein. Was ist denn das, hey? Also, das ist schon mal, das ist so kontraproduktiv, das glaubt man ja, das kann man ja gar nicht mehr beschreiben. So kontraproduktiv ist das, hey. Wahnsinn, oder? Ja, ich hab dich gesehen, da hinten bist du, da bist du. Ich sehe dich immer noch, ja. Unglaublich, hey. Also, das ist schon das ist echt heftig, oder? Was sagt ihr dazu? Würdet ihr die Konsole kaufen, wenn sie sowas hat, oder würdet ihr sagen, genau, ja? Also, ich denke, ich weiß, was ich sagen würde. Ich würde sagen, hey, leck mich, Sony, dann greife ich doch lieber zu Microsoft, ja? Die haben so eine Scheiße, nicht so eine dumme Scheiße. So eine unnötige Scheiße, ja? Wo man halt echt nicht braucht, weil man es halt wirklich nicht braucht. Oh ja, nein. Gibt's doch nicht, oder? Also sowas finde ich Wahnsinn, hey. Das ist echt, das finde ich, boah, krass übertrieben von Sony. Wirklich sau krass übertrieben. Das braucht ja auch gar keiner. Also es ist ja nicht so, dass man nur noch hört, 3 Milliarden Spiele wurden... Nee, ein Mensch kauft 7 Milliarden Spiele und gibt die an jeden Menschen auf der Welt weiter. Das ist ja nicht so. Es ist ja so, man kauft ja die Spiele noch. Wenn sie gut sind, kauft man sie. Ich kaufe ein Spiel oder ich leihe mir ein Spiel aus. Ich weiß nicht, ist es gut, ist es schlecht. Ich leihe mir ein Spiel aus von meinem Kumpel, der auch eine PS3 hat. Dann spiele ich das auf meiner. Wenn ich sehe, hey, das Spiel macht dir Spaß, dann kaufe ich mir das Spiel, um mit ihm zu spielen. Und nicht irgendwie, das ist ja mal, was? Hey, also, ich würde sagen, wir kaufen uns alle bloß noch PS1 und PS2 Spiele, dann hat sich die Sache, hey, scheiß auf Sony, scheiß auf PlayStation 4, so eine Kacke kann man doch echt nicht machen, oder? Was haltet ihr von dem ganzen Zeug? Ich bin geschockt, dass man so eine scheiß dumme Idee machen kann. Das heißt, Sony verbietet euch Spiele auszuleihen von Kumpels, um die anzuspielen dann. Das ist ja sowas von dumm. Also, da wird ein Update gemacht und dann erkennt die PlayStation, ob das Spiel in eurer Konsole drin war, ob das euers ist oder von einem Kumpel. Wenn es einem Kumpel gehört, könnt ihr das nicht spielen, das Spiel. Ich könnte kotzen, muss jetzt auch mal aufs Klo und kotzen. Deswegen bis zum nächsten Mal, bleibt so schön und kauft keine PlayStation mehr, wenn das so weitergeht. Also tschüss, ne?